Heute mit Mona Fetsch. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Club. Kein Tag in letzter Zeit, wo unsere Schule nicht Schlagzeilen macht. Der Lehrplan 21, das grosse Reformprojekt haben wir gehabt. Der Therapiewahn wird kritisiert. Jedes dritte Kind hat schon eine Massnahme. Dann haben wir die grosse Diskussion ums frühe Französisch. Wir haben die Abschaffung der Schnürli-Schrift. Und über all das kommt jetzt noch die Studie, die uns wirklich zu denken geben muss. Jeder dritte Lehrer, jede dritte Lehrerin steht am Rand eines Burnout. Was ist los in unseren Schulen? Das wollen wir wissen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste. Der Konrad Kals ist bei uns. Er hat 40 Jahre lang engagiert unterrichtet. Dann war er ausgebrannt. Diagnose Burnout. Regula Grunder, als stellvertretende Schulleiterin, ist sie mitverantwortlich für das Klima in den Schulen. Sie ist Oberstufenlehrerin in Adelboden. Der Junglehrer in unserer Runde, das ist Jürg Peter. Er ist Reallehrer in Neuenhof im Kanton Aargau und unterrichtet seit 12 Jahren. Der oberste Lehrer ist auch bei uns. Das ist der Beat W. Zemp, der Präsident des Schweizerischen Lehrerverbands. Selber war er 35 Jahre lang Lehrer. Der Erziehungsdirektor vom Kanton Wallis ist bei uns. Das ist der Oskar Freisinger. Herzlich willkommen, Regierungsrat und Nationalrat von der SVP. Er war Gymnasiallehrer. Und Andrea Bertschi-Kaufmann ist bei uns. Sie ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Aus ihrem Institut kommen die alarmierenden Fakten über die Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern. Ganz herzlich willkommen. 1/3 von unseren Lehrern stehen am Rand eines Zusammenbruchs. Das ist ein Desaster, die Zahl. Was haben Sie gedacht, als Sie es gehört haben in den Medien? Das scheint mir schon ein bisschen zu viel zu sein. Aber es kann natürlich von Kanton zu Kanton verschieden sein. Eine Stadt meint vielleicht höher. Aber global im Kanton, also wenn das so wäre, dann müsste ich unbedingt eine Revolution durchziehen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass gerade ein Drittel. Also, um Himmels Willen. Gut, wir haben ja Burnout, aber gerade so eine Zahl, das ist ja beängstigend. Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfeld dass die Zahl eruiert wurde. Also im ländlichen Umfeld beweist es ja grosse Unterschiede zwischen den Talgemeinden und nachher den Seitentälern. Also, nein, also solche Zahlen kann ich mir kaum vorstellen. Aber reden wir noch mal von diesem Drittel, wenn wir es anschauen. Also ich glaube, ich kann mir das überleiten bei unserer Schule. Ich bin in Neuenhof, gebe ich Schule, und das ist eine relativ grosse Schule. Da ist eigentlich alles zusammen, so von wirklich Kindergarten bis Oberstufe, in einem grossen Zentrum mehr oder weniger. Und ich glaube, bei uns stimmt die Zahl ungefähr, würde ich sagen. Ich weiss es nicht genau, natürlich. Man hört das halt nur immer. Also man redet nicht eins zu eins immer darüber. Bei manchen schon, die sind sehr offensiv mit dem und die anderen sind eher so zurückhaltend. Aber die Worte, die man hört, ich glaube, das könnte bei uns schon etwa ankommen. Der Drittel, wo ich denke, wo so ein bisschen näher an einem Burnout sind oder an einem Burnout und dann vielleicht wieder irgendwie zurückkommen oder so, das glaube ich schon. Das ist extrem hoch. Ist Ein extrem Drittel. hoch, ja. Als Präsident des Lehrerverbands, wenn Sie das hören. Also wir haben die Zahlen nicht erstaunt. Ich habe dazu in den Medien Stellung genommen, weil es entdeckt sich eigentlich mit den anderen Studien, die wir gemacht haben in diesem Bereich, auch mit unseren Berufszufriedenheitsumfragen, die wir eigentlich immer wieder machen, alle paar Jahre. Jetzt ist gerade die neueste Berufszufriedenheitsumfrage abgeschlossen. Wir werden die Auswertung jetzt gerade dann machen. Und es zeigt sich halt schon, dass ein Teil der Belastungssituation in diesem Beruf sich halt tatsächlich auf den Körper auswirkt, dass dann die Leute ans Limit kommen. Das heisst, nicht ein Drittel ist im Burnout. Das heisst, sie stehen vor dem Burnout, sie laufen am Limit. Das ist in anderen Berufen aber auch so. Also ich denke vor allem Hausärzte, ich denke Pflegepersonal oder auch aus der KMU, Leute, die selbstständig arbeiten sind. Ich würde mal die Zahlen sehen. Man weiss, dass für die Polizisten zum Beispiel auch in der Stadt Zürich gibt es Umfragen. Die sind auch in dieser Grössenordnung. Also es ist, glaube ich, bei vielen Berufen so. Also Sie sagen, das hat Sie nicht erstaunt. Frau Bertschi, Sie sind eine Fachfrau, Sie beschäftigen sich mit ganz vielen Bildungsthemen. Sind Sie gefasst auf so eine hohe Zahl? Ich war nicht gerade auf diese Zahl gefasst, aber im Prinzip geht es mir wie Herrn Zemp. Ich war nicht erstaunt. Man kennt das aus der Diskussion, man kennt es auch aus wissenschaftlichen Studien. Die Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern sind sehr hoch. Das Ergebnis ist eins aus dieser Studie. Es gibt andere Ergebnisse, die mich mindestens so interessiert haben. Zum Beispiel sind 80% der Lehrerinnen und Lehrer zufrieden mit ihrem Beruf, gerne in ihrem Beruf. Zum Beispiel weiss man auch und untersucht die Studie auch etwas darüber, was Lehrerinnen und Lehrer stärkt, wenn sie zufrieden sind, wenn sie voller Energie und Engagement ihre Arbeiten machen.
Das ist übrigens eine Studie, die studiert immer Autorinnen und Autoren. Das ist Doris Kuhns von unserer Pädagogischen Hochschule und Andreas Krause von der Hochschule für angewandte Psychologie von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Also das ist jetzt eine unter vielen und die hat mich natürlich interessiert. In den verschiedenen Aussagen bekommen wir ja sicher noch drauf. Das klingt ja eigentlich wie ein Widerspruch, oder? Der Beruf macht uns Spass, aber er bringt uns total an Anschlag. Warum der Widerspruch zustande kommt und wie wir ihn auflösen, über das können wir diskutieren in dieser Sendung. Frau Grunder, Sie selber sagen ja von sich, ich bin leidenschaftlich gern Lehrerin. Können Sie sich vorstellen, was dazu führt, dass jemand wirklich sagt, ich kann nicht mehr? Ja, sicher. Eben, ich denke, gerade die Leidenschaft kann ein Grund sein, weil man eben sich so viel von sich gibt. Und als ich angefangen habe, hat das irgendwie gelangt. Also hat es gelangt, wenn man Freude hatte. Als ich im ersten Jahr an der Schule ging, hatte ich einen Vater, der mir gesagt hat, wenn mein Bub zufrieden ist, bin ich Gott zufrieden. Und so einfach ist es heute nicht mehr. Oder? Also, die Eltern sind nicht einfach zufrieden, wenn ein Kind zufrieden ist. Und dann lenkt eben Leidenschaft nicht mehr. Und wir haben jetzt einfach sehr viel auferlegt bekommen in diesen 30 Jahren, die ich Schule gebe. Und gerade Leute, die sehr, sehr pflichtbewusst sind, was auch sehr viele Lehrer sind, die das ganz genau nehmen und die auch ein bisschen Angst haben vor dem Neuen, die denken ich, die sind sehr schnell mal einfach an einer Grenze, an einem Limit, trotz aller Freude am Schulgehen. Ich glaube, das tut sich nicht beißen, meiner Meinung nach. Konrad Kals, hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie irgendwann mal zu denen gehören, die nicht mehr prestieren, die es nicht mehr aushalten? Also ich muss mir Folgendes sagen. Ich habe bis vor rund 1,5 Jahren hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich überhaupt mit 65 in Pension ging. Ich gebe so gern Schule und ich mache den Job so gern. Und ich sehe doch keinen Widerspruch, wie sie gesagt hat. 80% oder 87% sind zufrieden, geben gerne Schule und den Burnout. Ja? Weil manchmal das aber gar nicht zusammengehört. Also mir ist es so gewesen, oder? Ich gebe extrem gern Schule, auch bis zum Schluss, aber da sind andere Faktoren. Vielleicht erzähle ich das noch. Ja, sehr gerne. Sagen Sie vielleicht noch einfach 1, 2 Stichworte zu was für Faktoren, also wenn es nicht Schule selbst sind? Also das Problem bei mir sind Umstellungen in der Schule. Ich habe ein paar Mal die Schule gewechselt. Vielleicht kann ich ganz kurz meinen Schulverlauf, weil dann sieht man das. Ja. Ich bin mit 20 Jahren, ihr hört, ich bin aus dem Osten, also ich komme aus Tirol. Übrigens, entschuldige mich, ich habe immer noch eine Mundartkompetenz. Verstehen Sie ja. Du fällt Sie für nichts. Aber das ist irgendeine posttraumatische Sprachenhemmung, was weiß ich was. Auf alle Fälle bin ich direkt nach der Schule in die Schweiz gekommen, bin als 20-Jähriger unter 42 Schüler gestellt worden. Während dem Jahr, oder am Tag vorher, bin ich reingegangen, die haben Schlägler, Grauf, Tour und so weiter. Da war so ein Student drinnen, da war Lehrermangel. Und dann bin ich am nächsten Tag rein. Ich habe es ja nicht verstanden, das war Glück. Oder? Ich bin am nächsten Tag rein, ich habe gesagt, so, alle aufstehen, einmal umdrehen, niedersetzen und jetzt bin ich da. Und ich bin natürlich also autorität geschult worden, also in Österreich. Wir waren Respektspersonen. Und wo ich in die Klasse, in die Schule hingekommen bin, sind da alles Lehrer da gestanden, oder alles salopp gekleidet, oder einer mit einem blauen Schoppen. Und man denkt, das ist der Abfahrt, oder? Dabei ist das der älteste Lehrer gewesen, oder der Schulvorsteher. Also da sind Sie sich anders gewöhnt. Super. Aber ich habe sehr schnell gelernt. Ja. Und dann habe ich 10 Jahre da Mittelstufe unterrichtet und mir ist immer gut gegangen. Dann habe ich 3 Jahre in andere Schulen unterrichtet, habe einen Verlag gegründet und so weiter. Und dann bin ich gewechselt in eine andere Schule und habe 10 Jahre Unterstufe unterrichtet, 1. Klasse. Genial. Ich habe immer gedacht, 1. Klasse mache ich nie. Da muss man irgendwie mehr wie Oma, oder? Und Pampers wechseln und tütteln und und so weiter. Und dabei ist das sensationell. Alle Erstklässler kommen in die Schule und wollen lernen und sonst nichts. Alle, ausnahmslos alle.
Und das war so faszinierend. Oder? Und am Ende der ersten Klasse hat man nur schauen, dass sie immer noch gleich gern lernen. Oder? Wer nicht? Das ist tiptop gegangen. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. Nach 10 Jahren habe ich wieder gewechselt. Bin nach Niederohren in Sek C, also Oberschule. Sehr spannend, sehr verhaltensoriginelle Schüler. Aber es war einer von den besten Jobs, die man machen kann als Lehrer. Das ist so extrem schön, wenn man die in den Beruf begleitet und so weiter. Und die letzten 3 Jahre habe ich dann noch einmal gewechselt. Ich meinte, der Lehrer sollte aber viel wechseln, weil das belebt, das gibt neue Impulse, das gibt neue Motivationen und so weiter. Habe ich in ein Werk gewechselt und dann ist irgendetwas komplett schief gegangen. Die Schulleiterin, die wollte ihr Konzept durchbringen, die hat mir die Schule dann komplett umgestellt. Das war nicht mehr die Schule, für die wir beworben haben. Sie hat von der Schule erzählt. In meiner Schule kann niemand 100% arbeiten, weil das energiemäßig nicht zu machen ist. Das Blöde war, der 6 Stunden. Und ich habe 100% gehabt. Und das war dann so, da waren Tage bei 8 Stunden Schule, am Mittag habe ich Mittagstisch beaufsichtigt, dann 4 Stunden Sitzung. Und so weiter. Und das hat mich einfach... Also das ist eigentlich, kann man es zusammenfassen, zuerst überall gute Erfahrungen in den verschiedensten Stufen und dann aber in einer Schule da hat es überhaupt nicht mehr geklappt. Und was dort passiert ist und warum es dann eben auch anderen Lehrern so gehen kann wie Ihnen, dass man irgendwann sagt, jetzt muss ich die Reissleine ziehen, jetzt geht es nicht mehr, das hören wir heute noch in dieser Sendung. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung mit ganz vielen Leuten Gespräche geführt. Es waren viele Lehrer dabei, aber auch Eltern, Bildungsdirektoren, wie der Herr Freisinger einen ist. Und wir wollten aus all diesen Gesprächen herausfinden, wo brennt es eigentlich, wo sind die Baustellen, und haben 5 Thesen formuliert aus diesen Gesprächen heraus, zum Teil provokative. Und nimmt mich sehr wunder, was Sie zu diesen Thesen aus Ihrer Erfahrung zu sagen haben. Die erste These, was ein Grund kann sein, dass so viele Lehrer am Anschlag laufen, das ist die Schule ist zur Reparaturwerkstatt der Gesellschaft geworden. Ja, das würde ich 100%ig unterstreichen. Das ist eigentlich auch das Wording, das ich immer benutze. Die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft ist eine Delegation von der Gesellschaft, von den Eltern häufig auch an Nacherziehungsaufgaben. Ich muss wirklich provokativ sagen, Nacherziehungsaufgaben. Also das, was die Eltern nicht machen, das wird an die Schule delegiert? Von einigen Eltern. Also ich will nicht alle Eltern schlecht machen. Also weit über 80% sind absolut problemlos. Aber es gibt Elternhäuser, die wirklich ihre Aufgaben nicht gemacht haben, und die Schülerinnen und Schüler, die wir dann haben, die machen Probleme. Das sind sogenannte schwierige Schülerinnen und Schüler. Und das ist einer der Hauptgründe, warum die Berufszufriedenheit bei den Lehrpersonen gesunken ist seit 1990. Wir machen ja seit 25 Jahren die Untersuchung, und das kann man sehr schön sehen. Aber was heisst das Reparaturwerkstatt? Also, wenn man etwas reparieren muss, ist irgendwo etwas kaputt. Herr Peter, flicken Sie etwas an Ihren Schülern? Ich weiss nicht, flicken. Vielleicht, bis Bahnen geht das. Ich sage immer, wenn ich über alles auch diskutiere mit Leuten, ich glaube, ich gebe etwa 30% wirklich Schule als Lehrer, wo ich Stoff vermittle, und die anderen 70% sind wirklich so sozialpädagogische Aufgaben. Das heisst, ich bin einfach dort und schaue, dass die Schüler am rechten Ort sind und schaue, dass es den Schülern irgendwie gut geht und dass sie eben die Nacherziehung vielleicht können geniessen können. Was ist das konkret? Konkret, wir fangen wirklich damit an, dass wir den Schülern lernen, wie gibt man einer erwachsenen Person die Hand. Wie reden wir miteinander? Also man schaut sich an, wie steht man an, wie gibt man sich einfach ganz normal in einer normalen Gesellschaft. Weil unser Auftrag, also ich gebe immer 8., 9., das ist, die kommen dann raus und kommen dann in die Berufslehre. Und das ist einfach, wir sind recht eine offene Schule und wir haben einen regen Austausch mit ganz vielen Lehrbetrieben. Und wir merken einfach, dort müssen wir ansetzen, oder? Dass die dann nachher fit sind für eben eine Lehre. Und wir machen ganz viele so ganz stupide Trainingseinheiten, wo wir immer wieder sie aufs Gleiche hinweisen und immer wieder versuchen, sie irgendwo anzuführen, wo wir finden, das ist wertvoll für sie. 30 zu 70, ist das...
Kann das die Aufgabe sein von der Schule? Die Schulbevölkerung war früher homogener und man merkt das noch im Unterschied, den ich habe zwischen Sitten, Siders, Motte und nehmen wir das Lötschental, Saastal und so weiter, wo die Homogenität grösser ist in den Seitentälern. Früher hat man die Spannbreite von der Norm, wenn man das so festlegen kann, ist einfach geringer gewesen. Und jetzt hat man völlig misslungene Sozialisationssituationen und aber auch wieder unglaublich geförderte Schüler. Also ich habe letztes Mal bei der letzten Matura-Vergabe im Collège de la Planta, das sind 13, die mit 6 Durchschnitt die Matura bekommen, oder im gleichen Gymnasium. Das ist enorm. Also wirklich, die Besten sind viel besser als sie waren, aber dann hat man im Gegenzug auch wieder Leute, die völlig einfach zwischen Tisch und Bank sind, wo die Sozialisierungsfunktion der Familien völlig daneben ist. Und das ist für den Lehrer natürlich die Spannbreite, das Meistern. Und eine heterogene Klassenzusammenstellung, das ist ein Stressfaktor, ein unglaublicher Stress. Und dann brauchst du nur 1, 2 absolute Querulanten drin zu haben. Und dann bist du schon am Anschlag. Aber kommen wir noch mal schnell zurück zu dieser Reparaturwerkstatt der Gesellschaft. Man sagt ja, die Schule ist ein Spiegel auch von der Gesellschaft. Was spiegelt sich aktuell? Ich sehe es einfach, also für mich ist es ein anderes Wort. Wir vermitteln Kultur eigentlich. Also eine Kultur, das vom Grüßen. Das, was ihr sagt, ist eine Vermittlung von einer begrüßt man, aber das müssen natürlich die Lehrer auch vorleben. Und das ist zum Teil einfach auch vernachlässigt worden. Meiner Meinung nach, in diesen 30 Jahren, die ich die Schule gebe, als ich frisch war, ist das sehr, sehr wichtig. Es hat Kinderschulzimmer gegeben, wo nicht der Lehrer ist durchgestanden und grüßt, die Kinder begrüßt mit Handschlag. Er macht das in der 8. und 9. Und heute wird das um mich sehr fest propagiert. Ja, das ziehen wir ruhig bis ins 9. Und das geht. Aber man muss natürlich daran glauben, dass die Sürmle, die alle viel grösser sind als ich selber, wirklich bei mir vorbeikommen und mich grüßen. Aber wenn das eine Kultur ist in einem Schulhaus, dann funktioniert es. Und ich finde es einfach ein bisschen einfach. Ich habe ein bisschen Mühe, wenn man so ans Elternhaus abschiebt. Also meine Kinder, ich habe 3 Kinder, die haben auch nicht alle grüßt auf der Straße. Die einen haben es geliebt zu grüssen. Und die Tochter ging so ein bisschen, die hat ein bisschen Hemmungen zu grüssen. Hat sofort gesagt, gut erzogen, der grüßt. Schlecht erzogen grüßt nicht. Also, mir tut es ein bisschen billig, wenn man vom Verhalten der Schüler einfach gerade so auf der Erziehung daheim habe ich ein bisschen Mühe. Jetzt sind wir hier beim Grüßen, aber es gibt ja da Kultur, ist ja die Frage, ist das Grüßen, muss das jetzt von der Schule wirklich gelehrt werden? Und da gibt es ja noch x andere Aufgaben, die in letzter Zeit immer dazugekommen sind. Können Sie uns das sagen, Frau Bertschi? Wie viele neue Aufgaben gibt es, die die Schule heute muss, bewältigen muss, die sie früher noch nicht hatte? Also ich würde jetzt Ihnen sehr zustimmen. Es gibt Situationen und die Aufgaben zwischen Schule und Elternhaus sind neu verteilt. Das hat sich massiv verändert zwischen dieser Zeit. Das ist 30 Jahre her, als ich aufgehört habe, Schule. Das ist eine andere Zeit gewesen. Ich denke, das hat mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Wir haben eine zunehmende Individualisierung. Eltern sehen ihr Kind und möchten für das Kind ein Fortkommen haben. Es gibt auch einen zunehmenden Konkurrenzdruck in der Berufswelt. Sie möchten, dass ihr Kind in dieser Berufswelt sich einmal bewähren wird, dass es dort durchkommt. Und eine Lehrerin und ein Lehrer, die sehen die Gruppe, die sehen das Kind natürlich auch, wenn sie es sehen sie es wohl in der Gruppe, sie vergleichen es mit der Klasse, sie vergleichen es mit dem Jahrgang und sie wollen, dass das im Gesamt funktioniert und machen sich auch Gedanken darüber, wie die Generation als Generation nachher die zukünftigen Aufgaben packt. Da kommen 2 Perspektiven aufeinander und das, so erkläre ich mir und so lese ich das auch in Studien, warum Lehrerinnen und Lehrerberuf unter anderem so viel verlangt. Das muss man erklären, das muss man vermitteln. Das gibt Gespräche mit Eltern, da versteht man sich nicht zum Vornherein, da lässt man einander vielleicht das erste Mal gar nicht richtig zu. Das sind grosse Aufgaben. Also ich will jetzt nicht dramatisieren, aber ich meine, ich habe jetzt einen Überblick von 30 Jahren und also heute war ein Artikel in der Luzerner Zeitung, oder, dass es mehrere Fälle gegeben hat von Elterngesprächen, die mit Polizeipräsenz stattgefunden haben, weil es Drohungen gibt. Und das ist einfach eine neue Dimension. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in den letzten 25 Jahren je passiert ist, dass das im Nebenzimmer Polizei ist und die Eltern wissen das, oder? Da ist ein Polizist da, oder der kann eingreifen im Notfall.
Ich finde, das ist schon bedenklich, aber das ist ja nicht der Normalfall. Aber die Tatsache ist, dass das vorkommt und Drohungen von Lehrpersonen haben auch zugenommen. Da haben wir Statistiken. Und das, meine ich, ist schon ein Alarmzeichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch wieder von der Schule her klar signalisiert, wo sind die Elternrechte, das ist wichtig, und was sind aber auch die Elternpflichten. Weil letztlich haben die Eltern natürlich nicht nur Rechte, sie haben auch Pflichten. Und wir haben einen Teil der Eltern, die unterschreiben keine Zeugnisse, sie kommen nicht an Elternabend, wenn sie sagen dann nicht, wo Kinder sind, wenn sie nicht im Unterricht sind. Man muss nachfragen als Lehrperson. Und dann gibt es eben, wie gesagt, den überwiegenden Teil, der eigentlich kritisch hinschaut. Das finde ich gut, das soll man machen. Aber ich sage denen Critical Friends. Also die unterstützen die Arbeit der Lehrpersonen. Aber eben, wenn jetzt ein Klassenlehrer so ein Elternpaar hat, der mit dem Anwalt auftaucht, weil sie einfach jetzt bei Promotionsgesprächen ihr Kind durchboxen, dann ist das sehr belastet oder sogar mit Drohungen. Und dann hat man natürlich wirklich, dann kommt man ans Limit. Das ist völlig klar. Das zeigt sich einen gewissen Wertewandel. Das geht fließend in unsere nächste These. Die ist nämlich genau die. Es hat uns jemand gesagt, die Schüler sind schwieriger, die Eltern komplizierter, die Lehrer aber auch empfindlicher geworden. Ja. Jetzt sind wir bei den Eltern. Können wir vielleicht gerade dort weitermachen? Also das dunkelt mich. Das dunkelt mich wahnsinnig. Also da hat wirklich irgendwie auch eine Erosion stattgefunden von der Autorität. Also ist das so? Spüren Sie das auch? Wird eigentlich die Schule oder der Lehrer als Autorität gilt dann nicht mehr? Ja, das ist seit der 68er, haben wir das natürlich in Frage gestellt. Und das merkt man jetzt natürlich, dass die ganze Zeit lang jede Autorität ist irgendwie verböhnt war. Wir im Wallis immer, da ist Zeit vor uns. Wir haben jetzt einfach das so gemacht, dass wir die Bildung und Sicherheit ins gleiche Departement gepackt haben. So habe ich die Polizisten sofort griffbereit, wenn sie in der Schule nicht funktionieren. Das ist jetzt ein Witz. Aber es ist wirklich zum ersten Mal, glaube ich, in einem Kanton im Wallis, wo die beiden zusammen sind. Aber so abstrus ist das nicht. Die schwierigen Fälle, wo Kinder plötzlich aus dem System kommen, die sind dann sehr bald im Bereich der Kriminalität vorzufinden. Und da merke ich plötzlich, dass es da Kontaktstellen gibt, wo ich sehr erstaunt war. Am Anfang habe ich auch gemeint, ja, das sind ja zwei Departemente, das gehört nicht zusammen. Das ist nicht so. Wenn es im ersten Schritt nicht gelingt, dann habe ich im zweiten das Problem. Wenn ich keine korrekte Klasse habe am Anfang, dann habe ich eine sehr korrekte Zelle nachher. Das ist das Problem, wo heutzutage effektiver erscheint. Es gibt offenbar gewisse Schüler, die sind schwierig. Aber von was reden wir jetzt da? Ist das jetzt eine grosse Bewegung, dass alle wirklich ein bisschen am Rand sind? Wie ich denke, man muss schon wirklich aufpassen, dass man nicht mit Einzelfällen die Allgemeinheit misst. Oder dass die meisten der Schüler sind immer noch nett und höflich und freundlich und vor allem wäre auch so, oder das Vorbild, die Vorbildfunktion, die wir haben, die ist so extrem wichtig. Oder? Ich muss immer lachen. Lehrer gehen raus ins Raucherhäuschen oder rauchen oder gehen nachher rein und erzählen, rauchen sie ungesund, tun da nicht rauchen und so weiter und so weiter. Das ist immer so ein Beispiel, oder, wie das ist mit der Vorbildfunktion. Oder? Also, das ist ja lächerlich eigentlich. Oder? Umgekehrt, was ich immer schwerwiegend finde und was ich nicht machen täte, ist das Jammern. Wir müssen zusätzlich viele Aufgaben machen. Ja? Wir müssen Erziehung helfen und so weiter. Ja. Wir sind Fachleute fürs Erziehen. Oder? Wir haben das gelernt, wir können das. Und wenn uns ein paar Eltern, oder weil sie selber nicht können, oder weil und fragen, oder helft uns, dann machen wir doch das. 80% kommen nicht, 80% machen das tiptop selber und so weiter. Und wenn jetzt ein paar kommen, dann, und wir als Fachleute für die Erziehung, wir können das, oder? Und dann machen wir das und dann helfen wir denen und dann geht es alle gut. Oder? Also ich versuche im Schulzimmer nicht irgendwie etwas vorzuspielen, wo ich nicht bin. Also ich versuche authentisch zu sein und den Schülern auch zu zeigen, dass ich auch nicht alles kann und dass ich auch nicht perfekt bin. Also ich hoffentlich auch nicht, oder? Und also ich weiss nicht, eben das Beispiel mit den Rauchern und sie predigen noch das Gesunde. Das ist unsere Gesellschaft, oder? Es ist irgendwie halt so und eben, ich habe das Gefühl, ich bin dann erfolgreich als Lehrer mit meiner Klasse, mit meinen Schülern, wenn ich der bin, wo ich wirklich bin. Und wenn ich nicht irgendetwas versuche zu spielen. Und das ist für mich irgendwo wichtig. Der Begriff Autorität hat sich gewandelt. Früher war die Autorität funktionsgegeben. Du bist Lehrer, das ist Autorität.
Und heutzutage müsstest du eigentlich verdienen. Genau, das ist richtig. Und die kannst du nur verdienen durch Kompetenz, durch dein menschliches Sein, durch dein Verhalten und das Verhältnis mit den Schülern. Und du müsstest wirklich verdienen. Es ist einfach nicht mehr vorgegeben. Das gilt eigentlich auch für Regierungsräte. Ja. Wobei das Verdienen, Sie haben jetzt viel davon geredet, und das überzeugt mich auch, dass man mit der Person und mit seinem Verhalten wirkt auf Kinder und auch damit einen bestimmten Kodex durchgibt, ein bestimmtes Verhalten und sagt, bei uns, schaut, so verhalten wir uns jetzt in der Gruppe und so kommen wir vorwärts. Aber man weiss, dass Lehrerinnen und Lehrer nebst ihrer Person auch noch, also wenn es gut kommt und die geachteten Lehrerinnen und Lehrer und auch die, die von sich selber sagen, ich kann wirken, die haben ein Fachwissen, wissen, ich kann es. Die haben ein Wissen, wie vermittle ich etwas oder was weiss ich über das Lernen. Sie sind nämlich nicht Fachleute primär nur für Erziehung, sondern vor allem für das Lernen der Kinder. Und im Fall von einer Störung oder im Fall von einem schwierigen Schüler kenne ich angemessene Verhaltensweisen. Und wenn ich das von mir selber weiss, dann tritt ich so auf, wie Sie das sagen. Das ist nicht nur meine Person und die einen haben es halt und die anderen nicht, sondern da steckt eine Kompetenz und ein Wissen und professionelles Wissen dahinter. Und Weiterbildung, weil das Lehren hat sich stark verändert. Und das ist auch etwas, was die Teil halt auch Mühe haben. Oder wie heute Kinder lernen oder wie wir sollen Kinder lernen, ist natürlich ganz anders als früher. Und darum denke ich, es bringt eben auch ältere Lehrer zum Teil ans Limit. Da reden wir nachher darüber, was für Reformen dass Sie alle schon gesehen haben und welche sinnvoll sind und welche vielleicht eher schwierig zum Umsetzen. Ich möchte noch mal schnell zurückkommen. Schüler sind schwieriger, Eltern sind komplizierter, die Lehrer aber auch empfindlicher geworden. Über die Eltern haben wir schon geredet. Können Sie mir erklären, die einen Lehrer die sagen mir, die Eltern die sind überengagiert. Sie wollen alles wissen. Und so wie Sie es gesagt haben, sie wollen ihre Kinder irgendwie nur das Beste. Und wenn ein Kind vielleicht ein bisschen dumm tut, können sie schon reklamieren, weil das den Lernerfolg von ihrem eigenen Zögling mindern. Andere Lehrer sagen mir, es ist genau umgekehrt. Die Eltern kümmern sich eigentlich überhaupt nicht. Oder wenn, dann sind sie nicht um. Was ist jetzt die Wahrheit? Beides ist richtig. Das ist der Kontrast, den ich vorher beschrieben habe. Einige sind überpräsent und schützen die Kinder und kommen sofort mit dem Anwalt, wenn irgendetwas nicht geht. Und die anderen, die gerne Welt ist gesehen, ist ein Lehrerabend, die siehst du nie. Das ist aber beides zusammen, hoffe ich. Kommt auch noch darauf an, ob das älteste Kind ist oder das jüngste. Also das ist ja auch noch gross. Aber Frau Gunter, was machen jetzt Sie als stellvertretende Schulleiterin, aber auch als Lehrerin, wenn Sie finden, mit den Eltern läuft etwas nicht gut? Haben Sie das schon mal gehabt? Ja, das hat man ging, das ist klar. Aber bei uns ist halt jetzt so ein spezieller Ort, ein kleiner Ort, den alle kennen, wo man fast mit allen Duzis ist. Oder sie sind jetzt schon schier zu mir die Schule, die meisten. Also, das ist natürlich Sie hat viel jünger aus. Aber es ist wirklich so. Oder? Und dann ist natürlich auch eine andere Basis. Und bei uns ist schon, bei mir ist einfach so schnell wie möglich reden. Schon das, was ich den Eltern einfach sage, kommt und nicht aufstauen und dann klebt es auf eine ganz unangenehme Art. Jürg Peter, ganz andere Situation. Ja, es ist ein bisschen anders bei uns. Wir haben extrem viele Ausländerinnen und Ausländer bei uns, Neuenhof. Also jetzt in meiner Klasse hat es 100% Ausländer. Die Eltern natürlich auch durch das. Und, also wir haben immer die Sprachschwierigkeiten. Oder? Wie kommt man an die Eltern an? Und wir haben es jetzt versucht mit diesen Dolmetschern. Und das war für mich einfach irgendwie nicht so befriedigend. Das ist irgendwie mühsam. Und jetzt versuche ich das irgendwie anders zu lösen, aber es ist sehr schwierig. Also das ist wirklich ein Problem. Und wie versuchen Sie es denn zu lösen, wenn Sie keine Übersetzung dazu ziehen? Ich versuche es mit dem Schüler zu lösen. Halt, und mit Eltern halt weniger. Und halt wenn es wirklich ein Problem ist, die Heime, dass ich das dann delegieren. Also sprich, dass dann wirklich Leute von der Gemeinde sich einschalten, sei es ein Schulsozialarbeiter oder so. Aber dass ich einfach dann dort nicht weiterkomme und merke, nein, dort geht es nicht, welche Probleme, dass ich das dann halt wirklich versuche zu delegieren. Und dass ich dann halt wirklich versuche vor Ort mit dem Schüler. Aber ich kann das nicht lösen. Ja. Ich mache das genau gleich, oder? Weil das in der Sektion, das ist praktisch gar nicht anders möglich. Aber es ist gar nicht anders möglich. Oder? Ich probiere so viel wie möglich mit den Schülern selber zu machen. Ja. Und das geht gut. Das geht wirklich gut. Oder? Ich habe auch aufgehört mit Elternabend und Elterngespräch. Also das machen Sie nicht mehr? Steht das nicht im Pflichtenheft drin? Es steht noch viel drin. Es steht noch wahnsinnig viel drin. Oder? Aber ich stehe in der Klasse. Das ist der Unterschied.
Ich muss schauen, dass ich mit den Schülern so ein angenehmes Klima machen kann, wie nur möglich. Das ist die Voraussetzung. Ja. Dazu gibt es bei mir zwei Grundsätze. Es gibt keine verbale, keine körperliche Gewalt. Und niemand darf den anderen auslachen. So, die 3 Sachen habe ich, dann passt es. Dann habe ich es gut. Und alles andere, wenn ich Probleme mit Schülern habe, mache ich das mit den Schülern. Aber ich sage den Eltern, das mache ich am Anfang des Jahres, oder? Ich sage ihnen, okay, den und den und den habe ich Zeit, bei den und den bin ich in der Schule, oder? Wer mit mir reden will, oder? Der kann zu mir in die Schule kommen. Ihr könnt auch während der Schule kommen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich hole sie nicht extra, nur damit ich da welche Stunden abgekocht habe und so weiter, oder? Weil das sind alle genug. Das sind fast 18 Jahre und so weiter. Oder? Und die Schüler, denen tut das gut. In der Schule tut das extrem gut, oder? Wenn sie merken, hey, der hört mir zu, oder? Der geht auf mich ein, oder? Der lässt mir zu, der nimmt mich ernst und so weiter. Manche wissen das gar nicht, oder? Dass es das auch gibt. Oder? Und dann hat man es total gut. Man hat es total gut mit der für mich wahnsinnig plausibel, aber jetzt hat mir eine Lehrerin gesagt, das ist genau der Unterschied, wo sie angefangen hat, Lehrerin sein. Da hat noch niemand gesagt, dass man bis quasi zum ersten Halbjahr oder zum ersten Jahr schon mit allen Eltern das Lehrergespräch haben. Das fresse ganz viel von der Zeit, wo sie es aus fürs Unterricht einsetzen können. Erleben Sie das auch so? Also ich führe ja die Elterngespräche nicht selber. Ich kenne natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die mir von dem auch erzählen. Ich kann dem etwas abgewinnen. Wenn Eltern ihre Kinder in die Schule schicken, verstehen sie zum Teil mehr oder zum Teil weniger von unserem Schulsystem. Die einen haben positive Erfahrungen gemacht ihrerseits mit der Schule und ein Teil von denen tritt so auf, wie der Herr Zemp vorher erzählt hat, wie wir es wirklich nicht wollen. Ein anderer Teil kann kommunizieren, andere Eltern verstehen nichts. Kommen aus einer anderen Bildung, kommen aus einem anderen Land. Und es hat ihnen niemand erklärt, wie unsere Schule funktioniert. Wenn Sie mit den Schülerinnen und Schülern reden und sagen, wir machen es untereinander ab und du probierst deinen Eltern dann zu erklären, wie deine Schule funktioniert, verstehe ich, wieso sie so entscheiden. Aber ich denke, man mutet auch einem Kind oder einem Jugendlichen dann sehr viel zu. Und sie kommen zu diesem Entscheid, aber es gibt in unserer Gesellschaft keine andere Instanz, die den Eltern erklärt, was wir mit der Bildung wollen, wie Schule funktioniert. Das finde ich ein Problem. Das alles, entweder wird es Kasseler Lehrer auch noch leisten oder es wird nicht gemacht. Also das Beispiel ist die Übergangsgespräche. Also die Frage, Übertrittsgespräche oder dann eben Transition 1, also von der Schule dann in die Berufslehre. Es gibt ganz viele ausländische Eltern, die nicht wissen, wie unser duales System funktioniert. Und die meinen, wenn jetzt ein Kind eine Berufslehre macht, dann ist das eine Katastrophe. Weil zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland auch halt ein grosser Teil, der wirklich ins Gymnasium geht oder weiterführende Schule und nicht in eine Berufslehre, dann muss man das erklären. Nein, das ist bei uns keine Katastrophe. Man kann mit einer Berufslehre eine Berufsmatur machen, man kann in die Fachhochschule gehen, man kann CEO von einer Firma werden. Also, das ist einfach eine andere Art von Denken. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Thema, dass man dann nicht einfach das Gym ums Verraten muss das Kind in das Gymnasium hineindrücken. Also ich glaube, der Übergang ist sehr kritisch, auch 5.-6-Klasse-Übergang dann auf die Sekundarstufe 1 und eben Berufswahl. Das sind 2 so Übergänge, die heiß sind. Ich habe natürlich 18-, 19-jährige Schülerinnen und Schüler, die unterschreiben ihre Absenzen selber. Dann muss man Regeln ganz anders machen als natürlich mit Schülern, die 13, 14 sind, die in der Pubertät sind. Oder auch im Gymi reden wir auch noch ein bisschen wahrscheinlich auch von einer anderen Motivation, als dass man jetzt vielleicht das in der Klasse es gibt auch unterschiedliche Motivationen, aber stimmt, ein Stückchen haben wir dort liegen. Ich will noch schnell etwas noch mal aufnehmen von dieser These. Der letzte Teil, da sind Sie elegant ausgewichen. Die Lehrer sind empfindlicher geworden. Es gibt viele Leute, auch, wo jetzt die Studie veröffentlicht wurde, die gesagt haben, ja, der Druck der Lehrer, wir arbeiten alle auch, wir arbeiten vielleicht sogar mehr und wir haben auch nicht so viele Ferien wie Lehrer. Lehrer jammern einfach ein bisschen viel. Wie kommt das bei Ihnen an? Das steht bei mir auf Unverständnis, wenn man an die endlose Aufgabe und die endlose Verantwortung denkt, die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich haben. Das hat sich auch noch gesteigert, das haben andere jetzt gerade auch gesagt vorher.
Es geht um den Unterricht, es geht ums Fachliche, es geht um die Vielzahl der Kinder. Lehrerinnen und Lehrer, die Jugendliche unterrichten, möchten gerne diesen Jugendlichen helfen, ins Berufsleben zu übertreten. Ich habe mit Lehrerinnen und Lehrern noch mal geschwätzt, auch im Vorfeld, jetzt vor der Sendung. Wenn ich nicht jedem helfe, die Briefe zu schreiben, zu zeigen, wie du in die Schnupperlehre reinkommst, dann wird daraus nichts. Und ich schaue dem nicht einfach zu, wie das ein Scheitern gibt. Aber ist das, darf ich noch fragen, ja. Ist das eine individuelle Motivation, um das zu machen? Also müsste er das oder sie das überhaupt? Oder ist das eigentlich wie so eine Überidentifikation mit dem Beruf? Das ist keine Überidentifikation, das ist eine Identifikation und eine Ernsthaftigkeit im Umgang mit Aufgaben. Wenn Schülerinnen und Schüler unter einem sozialen Druck stehen, dann ist der Lehrer fühlt sich zu Recht mitverantwortlich. Er hat dann schnell mal das Gefühl, er müsse auch ständig in der Schule sein und müsse alles können auffangen. Und das weiss man, dass das ständige Dasein sich nicht erlauben, krank zu sein, auch wenn es mal um eine Grippe geht. Trotzdem kommen, weil man den anderen Kollegen das auch noch zumuten, weil man denkt, sonst kommen meine Schülerinnen und Schüler nicht weiter, dass das verheerend ist für die eigene Person. Aber ich denke, die Aufgaben haben zugenommen. Und gerade die Tatsache, dass man auch Stützmaßnahmen hat. Es gibt einen schulpsychologischen Dienst an vielen Orten. Es gibt Lehrstellen, die man kontaktieren kann. Es gibt ganz viele Instanzen. Mit denen aber redet der Lehrer mit allen auch, bis da etwas in Gang kommt für die Schülerinnen und Schüler. Also nebst dem Unterricht selber, wo man sagt, es ist die Kernaufgabe, gibt es ganz viele Pflichten, schöne Pflichten, die aber in der Fülle wirklich schwierig sind. Und das mit diesen 13 Wochen Ferien. Die Lehrer sind nicht dünnhäutiger geworden. Das Umfeld hat sich geändert. Früher war das ganze System eine größere Unterstützung. Also ist in ihm gestanden irgendwie. Er war die Autorität. Die Eltern haben auch mitgespielt. Wenn er bestraft hat, ist da nicht einer plötzlich gegessen und mit dem Anwalt getanzt. Oder? Da ist das auch mitgetragen worden daheim. Der Direktor ist hinter ihm gestanden. Das System hat ihn einfach gestützt, stärker. Und jetzt ist er mehr auf sich selber gestellt. Wir sind eine individualistische Gesellschaft geworden. Und das schafft nicht jeder. Da ist er plötzlich verunsichert. Und die Frau hat gesagt, die vielen Aufgaben, die Bürokratisierung von diesem Beruf, was der da alles noch leisten muss. Und dass da mal einer überfordert ist, das kann ich nachvollziehen. Ja, also, auch wenn es jetzt bei Ihnen, so wie Sie gesagt haben, nicht 1/3 der Lehrerschaft ist. Also, Sie kennen aber schon auch im Kanton Wallis. Ja. Also, Sie merken, viele Lehrer sind am Anschlag. Ja. Ja. Aber da gibt's dann, also ich muss das noch mal wiederholen. Da gehe ich in den Schulbesuch ins Lötschental. Heile Welt. Homogene Klasse. Die kennen sich alle. Geringe Klassenbestand, der hat den gleichen Lohn wie der andere unten im Talboden, der eine völlig heterogene Klasse hat. 28, 4 Hyperaktive, die er systematisch schauen, dass nicht zusammenkommen in der Mischklasse, sonst lernst du einen anderen Grind und so weiter. Und ein paar, die gar kein Wort Französisch kennen und dann kommt dann noch irgendeine andere Person, die das Problem hat. Und völlig zusammengewürfelte Häufen für den gleichen Lohn. Muss er jetzt da mit dem über die Runde kommen, der andere oben hat es natürlich fein. Es ist sehr situationsbedingt. Also das würde ich sagen, ist wirklich ein Faktum. Das gilt ja auch für das Gymnasium. Du bist ja auch Gymnasiallehrer. Und ich meine, wir haben auch mal schwierigere Klassen gehabt, wir haben einfachere Klassen gehabt, wir haben volle Klassen gehabt, randvolle, und dann ist es wieder besser gegangen. Also im Lehrerleben erlebt man auch verschiedene Klassen halt, und das ist, glaube ich, auf jeder Stufe so. Aber ich würde sagen, tatsächlich, es gibt schon Menschen, die halt nicht so widerstandsfähig sind. Also man nennt das Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Und die Schmidt-Studie zum Beispiel in Deutschland, die Gesundheit von Lehrpersonen systematisch untersucht hat, die hat verschiedene Typen herausgefunden. Einer von diesen Resilienztypen ist eigentlich, das sind ungefähr 25% der Lehrpersonen, denen kann man eigentlich so viele Stunden geben, wie man will, und so viele schwierige Schüler, die schaffen das einfach. Aber das ist natürlich nicht der Normalfall. Und es gibt auch in allen anderen Berufen gibt's Menschen, die resistenter sind gegen Widerstand, und andere, die halt dann einknicken. Aber schauen wir an, was für Faktoren sind es, die in der Schule den Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer so erhöht hat. Das haben schon ein paar gehört. Eine nächste These aus unserem Gespräch, das ist die, dass uns jemand gesagt hat, von lauter Reformen und Bürokratie kommt man eigentlich überhaupt nicht mehr zum Unterrichten. Reformitis ist ein Stichwort, ständig immer wieder etwas Neues. 100'000 Formulare, die Elterngespräche, die haben wir schon angesprochen.
Dass sich die Schule verändern muss, das ist unbesprochen. Das ist zweifellos der Fall. Das muss, ja, weil sich die Gesellschaft ändert. Oder? Die Gesellschaft ändert sich, die Zusammensetzung ändert sich, Heterogenität ändert sich und so weiter. Das ist perfekt sogar. Oder? Früher war die Schule nicht besser, früher war die Schule nicht schlechter, früher war es einfach anders. Und heute ist es genau gleich. Schule ist nicht besser, ist nicht schlechter, ist anders. Mit diesem Autoritätsbegriff, da habe ich große Mühe. Ich habe wirklich große Mühe. Ich bin froh, dass diese Autorität nicht mehr so ist wie früher. Oh, das hat er gut gesagt, das ist klar. Heute mit Amtsautorität, oder? In der Klasse drin, da kannst du keinen Blumenstrauß mehr gewinnen. Oder? Das provoziert und so weiter, und das ist auch richtig, finde ich. Heute kann mit Kompetenzautorität oder mit natürlicher Autorität hast du es in jeder Klasse, und ich bin in wirklich vielen Klassen. Ich habe von der ersten Klasse Primarschule bis dritte Klasse alles unterrichtet. Und zwar länger unterrichtet und über 100% unterrichtet. Aber das ist ja jetzt auch, wenn wir mal schnell zurückkommen zu dieser These, da geht es jetzt gar nicht darum, sondern die sagen eigentlich, das in der Klasse, das ist das eine, aber das, was uns wirklich wo an uns nagt, das ist die Reformen und Bürokratie. Aber Sie sagen, die Reformen braucht es, weil sich die Gesellschaft geändert hat. Aber die richtigen braucht es. Die richtigen braucht es. Da nimmt es mich jetzt Wunder. Sie haben uns eingangs von der Sendung haben Sie das schon angedeutet, Sie haben nie mit den Schülern das Problem gehabt, Sie haben nicht mit den Lehrern das Problem gehabt. Das, was Sie am Schluss dazu gebracht haben, dass Sie gesagt haben, ich mag nicht mehr, das sind Strukturen gewesen. Sagen Sie uns den Moment, wann haben Sie realisiert, dass Sie nicht mehr weiter unterrichten können, dass Sie sich eine Pause nehmen müssen, dass Sie eine Auszeit haben? Also, wo ich keine Zeit mehr hatte, mich zu erholen. Ja? Wo ich keine Zeit mehr habe, die Arbeit mit Schülern zu machen, die ich gerne mache und die ich gut mache. Ja? Und ich bin Lehrer. Ich bin nicht irgendwie ein Schreiberling oder Sekretärin oder Buchhalter oder Fakten, sondern das Wichtigste in der Schule ist Folgendes. Wir haben eine geleitete Schule. Ich habe 35 Jahre habe ich in einer Schule unterrichtet, die nicht geleitet war. Oder? Das ist schnell erklären. Geleitete Schule, das heisst? Mit Schulleitungen und so weiter. Oder? Und es gibt tausende saugute Schulleiterinnen und Schulleiter, oder? Das ist ganz klar. Oder? Und wenn eine Schulleitung ihren Job richtig macht, dann tut sie den Lehrer entlasten. Und dann hat man die Zeit, die Aufgabe zu machen, die man gelernt hat, die man gut kann und so weiter. Und das ist eine tolle Geschichte. Wenn man aber jetzt zu einer Schulleitung, in eine Schulleitung reinkommt, oder, die einem nicht entlastet, sondern belastet, ja, wo man zugemüllt wird mit Fragen und Tabellen und Berichten und Protokollen und Sitzungen und Teamtag und wo ein großes Team muss zusammenkittet werden, auf Teufel komm raus, oder, und so weiter. Was ja gar nicht geht, oder? Keiner kann alle gern haben, das geht gar nicht, oder? Man sucht sich die aus, wo man gut harmoniert, oder? Und dann kann man gut arbeiten damit, oder? Und das ist bei Ihnen, so haben Sie das erlebt? Ja, genau. Ja. Und dann ist er von mir aus gesehen, also für mich unmögliches und auch respektloses Arbeitszeitmodell, hat mir gesagt, hey, Konrad, der will dich raushaben. Und, aber das mache ich nicht. Ich habe gesagt, ich bin viel, aber nicht dumm. Dann habe ich Reißlein gezogen und gesagt, okay, ich schaffe es noch bis Ende März, weil meine Schüler, 6C, die kriegen, auf das bereite sie vor, oder sie kriegen die Jobs, die übrig bleiben. Das ist so. Ja, ist auch nicht weiter tragisch. Ich sage Ihnen, nicht überall ist das so. Ist aber nicht überall so. Nicht überall so, bei uns ist es so. Okay. Und ich bereite sie vor und sage so, jetzt müsst ihr ein positives Leck-mir-Marsch-Gefühl entwickeln, oder? Jetzt sagt sie, jetzt erst recht, ich zeige es euch, ich kann besser arbeiten. Also da sind Sie haben quasi sich selber das eigene Gefühl versucht, noch irgendwie unten zu behalten zugunsten der Schüler. Das ist klar. Haben Sie es geschafft bis... Und nachher gehe ich zu dem Moment. Ja, das ist tiptop gegangen. Ja. Und nachher ist der Moment gekommen, da sind Sie in die Kur gegangen. Ja. Und da hat man Ihnen dann eigentlich mitgeteilt, dass Sie nicht mehr zurückkommen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auch ein schwieriger Moment, wo Sie eigentlich so lange Lehrer waren. Und dann am Schluss hat man gesagt, dass an dieser Schule geht das nicht mehr. Ich will noch schnell zu der Frau Grunder. Frau Grunder hat nämlich ein paar Mal genickt, wo Sie erzählt haben, wie das ist mit den Schulleitungen, wo es wirklich
also statt entlasten das Gegenteil kann sein. Sie sind ja selber in der Schulleitung als Stellvertreterin. Kommt das Ihnen bekannt vor? Ja, ich denke, das ist eine der ganz grossen Auswirkungen von dem Wechsel von unserem Einzelkämpfertum zu den geleiteten Schulen. Einerseits, dass wir nicht können selber das machen, was wir gut sind. Einfach so, wir haben ja früher auch ein bisschen dort den Schwerpunkt legen, wo wir gut waren. Und da, wo wir nicht so gut waren, haben wir ein bisschen zurückgebremst, sozusagen. Aber wenn nachher eine Schulleitung kommt, die einerseits von jedem das Gleiche verlangt, oder? Das war ein ganz grosser Punkt bei uns. Man kann nicht sagen, jetzt muss jeder alle Jahre muss mal ein anderer ein Fest organisieren. Weil man hat einfach die Leute, die das gut können, und andere, die es nicht gut können. Und das hat man früher automatisch verteilt in einem Schulhaus. Und wenn eine Schulleitung daherkam und kein Gespür hatte und gemeint, sie müsse gerecht die Aufgaben verteilen auf aller Schultern, dann hat sie auf schwache Schultern zu viel geladen, auf breitere Schultern vielleicht zu wenig geladen. Und darum denke ich, die Schulleitungen die haben eine riesige Verantwortung übernommen, uns irgendwie abgenommen. Und der Wechsel war für uns extrem belastend, weil man eben genau aufgerieben wurde. Und was ich jetzt Mühe habe, ist, wenn Schulleitungen in Konkurrenz treten mit anderen Schulleitungen und das Gefühl haben, wir müssen die beste Schule werden hier in der Gegend. Und das wird auf unserem Buckel austreten. Also da gibt es teamintern offenbar ganz viele Faktoren, die eben mit den Schülern an und für sich überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht mit den Eltern, sondern wirklich mit dieser Organisation, wie muss die Schule sein. Also ich zum Beispiel, wo ja das erste Mal auf der anderen Seite war, als Lehrer, immerhin 27 Jahre lang. Und jetzt bin ich plötzlich in der Rolle, wo ich das Departement organisieren muss. Und das sind immerhin, habe ich das Gefühl, 6000 Schüler. Oder? Das ist ziemliche Masse. Viele Schulhäuser, viele verschiedene Situationen. Und der Vorteil, den ich jetzt habe, also den spüre ich schon, dass ich ein Praktiker bin. Ich weiß genau, was ihnen kaputt macht. Was er vorher gesagt hat, das unterstreiche ich. Und darum muss ich jetzt versuchen, den Druck abzubügeln. Schon mal von der Spitze von der Pyramide ab. Die ganze Bürokratie die kann man so vereinfachen. Und die meisten von diesen Statistiken nützen ja nichts. Oder zum Beispiel hast du einen Bericht geschrieben, jedes Jahr. Und kein Mensch im Departement hat schon gelesen. Die sind da einfach aufgebiegt worden, Jahr für Jahr. Und keine Sau liest den Bericht. Aber Herr Freising, darf ich Sie fragen, wer von wem aus ist denn das gekommen? Also irgendeinen Nutzen muss man doch da drinnen mal sehen. Wer hat denn immer mehr Bürokratie geschaffen? Und sonst gibt es die ja nicht einfach. Der Amtsschimmel, es ist eine Art Selbstläufer. Auch die ganze Kontrollitis, da müssen wir da immer die Besten sein. Oder? Und da müssen wir Kontrollwerkzeuge haben, für die Qualität messen und so weiter und so fort. Und dabei geht der Unterricht, das einfache Verhältnis vom Lehrer zum Schüler, das menschliche Verhältnis geht kaputt, weil der Lehrer dann ständig mit solchen Sachen beschäftigt ist. Also wenn man das schon wegnimmt und dann verträufen dem Lehrer. Er muss sein eigenes, was ich kann in meinem Unterricht, kann er nicht. Was er kann ich nicht. Ich kann nur so unterrichten, wie ich bin. Und er kann nur unterrichten, wie er ist. Da kommt meine eine exakte Wissenschaft. Es gibt die perfekte Pädagogik. Die gibt es nicht. Es gibt Schiene-Pädagogik, Schiene-Mine. Da gibt es so viele Spielarten wie Menschen. Und das macht es ja interessant. Wenn man jetzt das kaputt macht, hat man ein Problem. Es geht wahrscheinlich nicht um die perfekte Pädagogik. Also das würde ich voll unterstreichen. Die gibt es nicht. Aber die Schule ist eine öffentliche Institution, also ist sie auch rechenschaftspflichtig. Das ist auch richtig. Also das hätte ich, glaube selbst in der Zeit unterschrieben, als ich selber Lehrerin war. Das stört einen manchmal, aber das sehen wir ja ein. Die Frage ist einfach, wie viel Administration muss sein wegen dem und wo bläst sich da ein Amtsschimmel auf? Und ich glaube, es ist nicht richtig, wenn man Reform und Administration, administrativen Aufwand einfach gerade im gleichen Satz sagen und in einer gleichen Kübel schmeißen. Es gibt Reformen, denen kann man sehr viel Sinn abgewinnen. Es gibt Reformen, die lassen Lehrerinnen und Lehrer, die engagiert sind, nicht über sich gehen, sondern sagen, okay, die gibt es und die gestalten wir jetzt mit. Das sind zweierlei Fragen. Und was Sie zur Schulleitung sagen, das leuchtet mir sehr ein. Ich kenne, es gibt auch, weiss auch Ergebnisse. Eine
gut geleitete Schule und ein guter Schulleiter oder eine gute Schulleiterin erhöht die Zufriedenheit, erhöht die Selbstsicherheit, die Wirkmöglichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn man sie fragt, was man, die Engagierten und die sich wohlfühlen im Beruf und die das Gefühl haben, und auch zu Recht das Gefühl haben, sie können wirken, wenn sie fragen, was ist es denn? Dann sagen sie, erstens einmal ist die Unterstützung, die ich von Kolleginnen und Kollegen habe. Zweitens ist die Unterstützung, die ich von den Schulleiterinnen und Schulleitern habe. Und drittens ist die Unterstützung, die ich von den Schülerinnen und Schülern habe. Also auch dort ist Unterstützung denkbar. Die stören nicht nur den ganzen Aber reden wir bleiben wir schnell bei diesen Reformen. Mit dem Lehrplan 21 steht wieder ein grosses Reformprojekt an. Mir hat ein Lehrer gesagt, die sollen uns endlich einfach mal in Ruhe lassen. Er sei ständig dran, immer wieder neu und so. Wer das wäre vielleicht auch Ihre Aufgabe vom Lehrerverband, dass man da versucht, den Lehrern ein bisschen den Rücken zu frei halten. Ist man da in der letzten Zeit... Sie wüssten, wie viele Reformen auf meinem Schreibtisch landen. Also das ist ja nicht so, dass alle Reformen durchgehen. Das Problem sind nicht wirklich die Reformen. Ich teile Ihre Meinung, dass Reformen nötig sind, weil sich die Gesellschaft halt auch verändert. Ich meine, die Schnürli-Schrift zum Beispiel, die wir jetzt abgeschafft haben, die hat jetzt 75 Jahre lang verhebt und das ist jetzt einfach wirklich Zeit. Es gibt noch Lehrpersonen, die an dem hängen, die haben vielleicht auch ihre guten Sachen gehabt, aber man hat gemerkt, man kann problemlos von der Steinschrift wechseln in die teilverbundene Basisschrift und die Schüler entwickeln ihre Handschrift genauso gut. Und es gab für Linkshändler ist ja das ein Murks mit dieser Schnürli-Schrift, aber das kann man problemlos abschaffen. Aber ich meine, ich nehme jetzt einmal die Reform von der Integration, also Sonderpädagogik in die Regelklassen integrieren. Also dass man Kleinklassen abschafft und... Kleinklassen abschaffen, Sonderklassen und alles integrieren in die Regelklasse. Ja. Da gibt es Rechtsansprüche, wo das naheliegen. Oder? Es gibt Eltern, die sagen, ich möchte mein Kind in die Regelklasse, ich will es nicht aussondern. Das ist absolut richtig. Aber das Problem ist natürlich, dann muss man auch genügend Ressourcen geben, um dann das umzusetzen. Und dort krankt. Es sind nicht Reformen. Es ist das Problem, dass wir keine Ressourcen haben für die Umsetzung dieser Reformen. Die Reformen sind meistens gut ausgedacht, und die Umsetzung krankt eigentlich an zu wenig Zeit, zu wenig Personal, zu wenig Geld. Das ist das Problem. Es kommt oben drauf und wir sind schon bei 2100 Stunden pro Jahr Arbeitszeit und dann hat es einfach keinen Platz mehr. Also das Beispiel jetzt bei der Sonderpädagogik ist eben, dass wir zum Beispiel zu wenig Heilpädagogen haben, die ausgebildet sind, die dann in der Regelklasse auch Unterricht geben und eine Klassenlehrperson wirklich unterstützen. Und dann macht es, glaube ich, nicht Sinn. Also im Kanton Zürich hat man dann die Reform gestoppt, weil es einfach zu wenig Personal gibt. Man wartet einmal, bis man die Ausbildung wirklich hat und dann kann man es wieder umsetzen. Wir diskutieren hier über Faktoren, die es Schule geben für Lehrerinnen und Lehrer, je länger sie anstrengender machen. Und etwas, was genannt worden ist, wo wir auch zu einer These formuliert haben, das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Das hat uns nämlich jemand gesagt, zu viele Problemkinder in einer Klasse verunmöglichen einen normalen Unterricht. Das ist genau das ausgedeutscht, was Sie angesprochen haben, die Integration. Wie erleben Sie das, Frau Grunder? Machen Sie das in Adelboden? Ja, wir haben das eben schon gemacht, weil bei uns ist die Kleinklasse schon vor 25 Jahren abgeschafft worden, mangels Kinder irgendwie genug Kinder. Wir hatten schon Kinder, aber die waren so verteilt in den Tälern, dass man einfach hat, das machen wir, seit es eine Schule gibt eigentlich. Ist das ein Problem? Und dann ist das wie eine Tradition halt. Es ist das, was ihr sagt. Man erwartet das einfach. Vorher haben wir es einfach gemacht. Ja. Aus der Not sozusagen. Aber jetzt wird das auch an Ort erwartet, wo es einfach nicht gleich ist. Wir haben einen kleinen Ausländeranteil, und dann kann ich gäbig noch ein geistig behindertes Kind. Also gäbig nicht. Es gibt einen Haufen zu tun. Aber wir haben einfach mehr Kapazität, wir haben mehr Luft, für solche Integrationen zu machen. Wir sind auch breiter in der Gesellschaft sozusagen. Wir haben noch Mütter, die auch mal helfen können, weil nicht alle arbeiten. Also das ist einfach eine andere Ausgangslage. Und darum ist das bei uns. Der Artikel, ich weiß nicht, 16 oder was das im Kanton Bern ist, der hat uns nichts gemacht. Aber in städtischen Schulen war das wahnsinnig. Es ist eine Verhältnisfrage, nämlich die Anzahl Schüler. Ob man 28 hat oder 15, die sehr heterogen sind. 3, die kein Wort Französisch kennen. Ich habe die Klasse, die ich hier gesehen habe, die 4 Hyperaktiven. Nachher war da eine, die schwer geschädigte Schülerin aus Italien, die missbraucht wurde von ihrem Lehrer in Italien, die ist da in dieser Klasse gehockt. Und ein schwerbehindertes Kind, das kaum mit dem, was da im Klassenzimmer passiert ist, das häuft sich.
Und dann hast du auf einmal 28. Ja, nein, da gehst du kaputt. Wenn es 15 sind, kannst du es vielleicht noch in den Griff bekommen. Mit der tut mir leid, aber die Anzahl hat einen Einfluss. Hat auch einen Einfluss, selbstverständlich. Aber es hat das Ganze, alles drumherum auch noch. Oder? Zum Beispiel eben, wie viele Ressourcen haben wir näher, oder? Wie viele Leute ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, jede Klasse hat seine Integrationskraft. Und die ist ganz verschieden. Eben, es kommt wirklich auf die Mischung auch darauf an. Natürlich auch auf die Anzahl. Aber man kann nicht sagen wir 22 Spiele, da vertreibt sie jetzt 5 oder so. Das kommt sehr auf die Klasse drauf an. Und ich finde, auch der Klassenlehrperson muss einfach auch zurückspiegeln und sagen, das geht jetzt nicht mehr mit dem Schüler. Und wir müssen eine andere Lösung finden. Ich finde es einfach ein bedenklich, zum Teil in Neuenhof. Da gibt es Klassen, die haben, also wir haben so einen Pool, so einen Stundenpool mit unterstützenden Massnahmen, wo man Leute einsetzen kann. Das ist gut, oder? Dass die gibt. Je nach Standort, je nach belastend, wie sozial belastend die Gemeinde ist, bekommt eine Gemeinde eine gewisse Anzahl von Stunden zugeschrieben und die können sie einsetzen für irgendwelche sozialpädagogischen Massnahmen, für unterrichtsunterstützende Massnahmen und so weiter. Ich weiss die Zahl in Neuhof nicht genau, wie viele das sind. Auf jeden Fall sind viele Stunden, die wir haben. Jetzt ist es einfach so weit getrieben worden, dass es zum Teil Klassen gibt, eine Primarklasse, die hat 11 bis 15 zusätzliche Stunden zu der Lehrperson, also unterstützende Massnahmen. Unglaublich viel. Und das ist genau das Problem, das Sie vorher angesprochen haben, nämlich die Ressourcen, die müssen um sein. Und sie müssen nicht nur einfach in einer Klasse, die jetzt einfach völlig außer Rand und Band ist, eingesetzt werden und dann fehlt es dann einfach dafür bei den anderen. Oder? Das ist das grosse Problem. Bei mir in der Klasse, ich habe zum Glück ich habe 14 Schüler und davon sind 3 Kleinklassenschüler, die ich einfach integriere, die ich mitschleppe, die aber eigentlich fachlich nicht in die Realbildung gehören. Und das geht aber nur, weil wir momentan noch eine Kleinklasse haben. Wir halten an dieser Struktur noch fest, noch vielleicht die nächsten 2 Jahre. Also gibt es die Kleinklasse die gibt's noch, ja, aber die ist auch im Begriff abgeschafft zu werden. Das ist uns wahrscheinlich klar, dass es leider so wird sein. Und es geht einfach auch nur, weil wir halt einen guten Austausch haben zwischen der Kleinklasse und der Real, dass wir jetzt die Leute können quasi hin und her schaufeln. Stelle ich mir vor, dass in 2 Jahren in einer Klasse von 14 dann 6 bis 7 lernzielbefreite Schüler sind. Lernzielbefreit heisst, die können, also das ist quasi ein Freipass, oder? Die können machen, was sie wollen, weil sie müssen ja nichts mehr leisten. Also ich komme keine Noten über. Nein, sie kommen keine Noten mehr über, oder? Und wenn das die Zukunft ist von der Real, dass man die Hälfte lernzielbefreite Schüler hat und die andere Hälfte noch normal benotete Schüler, es wird einfach immer schwieriger, oder? Da irgendwie so einen Weg zu finden. Und das kannst du dir vorstellen, 14, das geht, aber dann mal 25. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Aber eben, also, was ich jetzt höre, also Sie schauen dem Modell, dass dann wirklich auch die Schüler integriert werden bei Ihnen, das sehen Sie eigentlich gar nicht. Gibt es denn einen Weg, wo Sie finden, dann wäre es möglich, eben zum Beispiel, wenn Sie vielleicht mehr Unterstützung bekommen, oder wie müsste das sein? Ja, vielleicht wirklich die Unterstützung, dass man wirklich einfach dort einen Pool von unterstützenden Massnahmen bildet. Das ist einfach ich merke einfach, es wird einfach alles immer wieder je mehr aufgebläht, oder? Es ist einfach immer dort gibt es eine unterstützende Massnahme, dort ist noch irgendetwas. Meine Schüler sehe ich zum Beispiel am Mittwoch, am Morgen sehe ich alle zusammen das erste Mal. Also ich gebe 100% Schule. Vom Montag bis am Freitag, oder? Weil einfach halt vom Montag bis am Mittwoch halt sehr viele so Fachlehrstunden, unterstützende Massnahmen und so weiter halt laufen. Und ich schon immer Leute habe, aber nie die komplette Klasse. Und das macht halt einfach... Ist das übertrieben, Ihrer Meinung? Das ist übertrieben. Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist. Es ist einfach schwierig so zum Schulgehen zum Teil. Und je mehr unterstützende Massnahmen, die ja eigentlich gut sind, also ich finde das eine gute Sache, die unterstützende Massnahmen, aber je mehr halt von denen noch zusätzlich in die Schule reinkommen, also je komplizierter wird das ganze System, also quasi, wo ist denn welcher Schüler zu welchem Zeitpunkt, oder? Aber ich weiß es nicht, was für eine Lösung es gibt. Das ist sehr schwierig. Von der Gruppe, von der Klasse ist einfach zerfasert. Ja, genau. Und das ist ganz schwierig, gerade auf meiner Stufe, wo das so wichtig wäre, eben genau, dass man sie zusammen hätte. Oder ist das einfach ich würde es noch einmal ganz anders. Genau, das wäre super. 2, das würde ich sofort machen. Ich würde es ganz anders machen. Ich würde nicht immer darauf pochen, die Klassen müssen kleiner werden und so weiter und so weiter, sondern ich würde genau umgekehrt machen. Ich würde die Klassen viel größer machen. Ich habe mir einen Aufsatz gemacht, da reißt die Zwischenwände ein. Viel größer? Was wäre dort die Idee dahinter? Größer. Wow.
Ich habe 30, 40, 50 Schüler in einem riesigen Raum und 4, 5 Lehrer. Ja? Und dann kann ich die ganze Problematik, die wir jetzt haben, kann man alles integrieren, ohne dass es groß auffällt. Mit der Integration, wenn man es heute macht, dass ich einfach eine Kleinklasse aufhebe und die Schüler verteile, oder? Mache ich eine Separation in der Integration. Also das ist ja eine Katastrophe. Noch schlimmer, wenn das eingefallen ist, leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass da irgendeine Heilpädagogin kommt, wie es im Tagesanzeiger heute gesehen ist, da mit der Schad, oder? So, Janik, glaube ich, der heißen Janik, oder? Jetzt komm, du musst. Oder jedes Mal zeigt man dem Schüler, hey, du bist der Depp, du kannst das nicht, die anderen können das so. Da kann ich doch kein Selbstvertrauen aufbauen, oder? Wenn ich aber eine riesige Klasse habe, wenn ich eine große Klasse habe, dann kann ich das im Nebenbei machen. Ich habe die Teilzeit, ich habe sogar die Stützunterricht, wo viele unnötig sind, finde ich wirklich viele unnötig. Die kann ich integrieren. Ich kann Teilzeitarbeit integrieren. Ich kann sogar Lehrer integrieren. Oder? Es gibt ja auch sehr schlechte Lehrer. Oder? Die kann man auch integrieren. Oder? Also da reden wir schon in zukünftigen Reformen. Nein, nur schnell. Ich will nicht Lehrer schlecht machen. Aber alle können doch etwas gut. Einer ist organisatorisch gut, der andere kann fachlich gut, der kann guten Unterricht aufbereiten, ist gut im Korrigieren. Vielleicht wird er im Zusammenhang mit ein paar guten Lehrern selber gut, oder? Und so weiter. Und jeder Schüler hat die Möglichkeit, dass er seinen Ansprechpartner raussucht. Oder? Kann sie den suchen und so weiter. Das geht doch nicht, wenn ich alle 2 Stunden irgendeinen Wechsel haben und so weiter und so weiter. Das wäre die nächste grosse Reform. Genau, das wollte ich sagen. Darf ich noch schnell zum Herrn Freisinger kommen? Was da dahinter steht, ist Integration, jawohl, aber es braucht Ressourcen. Sie haben im Kanton Wallis jetzt gerade ein Sparpaket, das Sie durchziehen müssen. Das geht vielen Bildungssektoren gleich wie Ihnen. Da gibt es vehemente Opposition. Sie haben jetzt auch eine Abstimmung Ende von diesem Monat. Das, was da eigentlich gesagt wird, dass wir eine gute Schule machen mit einer guten Integration, das scheitert da. Wir haben kein Geld. Wie lösen Sie das Problem? Das ist also effektiv. Ich hätte nie gedacht, dass das mein Hauptproblem wird. Also ich kann mir das vorstellen, das ist ein Job, wo du Impulse einbringen, Neues entwickeln und so weiter. Und jetzt, was verbringen die Zeit? Die meiste Zeit mit diesen Budgetfragen. Aber das Entschuldigung, das ist jetzt aber heuchlerisch. Also das ist die so. Partei macht seit Jahren Steuersenkungen. Ich rede jetzt von mir. Dann sind Leute in der Regierung, oh, es tut mir leid, wir haben kein Geld. Also Entschuldigung. Nein, das wissen wir, dass wir kein Geld haben. Dann muss man halt entsprechend dafür sorgen, dass die Steuern halt einmal wieder ein bisschen aufgehen. Oder dass alle Steuern zahlen. Was hast du gut? Jetzt haben wir gerade verwechselt. Hier ist der Club und nicht Arena. Ach, nichts. Das hat uns zum Schluss schlage ich zurück und dann sieht es anders aus, die Debatte. Also ein bisschen Dampf darf auch im Club stattfinden. Also ich würde das sehr begrüßen. Aber kommen wir noch mal schnell zurück. Das Problem. Was versuche ich jetzt zu machen? Ich sehe schon klar, ich kann nicht... Das Parlament ist ja... Das hat das letzte Wort. Oder? Ich muss irgendwie einen Vorschlag bringen, der stimmt für das Terrain, für die Lehrer, für die Schüler. Und wo ich weiss, im Parlament hat es eine Chance, dass es durchkommt. Also was versucht man zu machen? Man versucht da zu schneiden, wo es am wenigsten Schaden anrichtet. Beispiel, man kann ziemlich viel Geld verdienen, wenn man da zum Beispiel die Bürokratisierung abschafft. Schon mal. Wenn man schon die Prozesse vereinfacht. Und das ist zur gleichen Zeit möglicherweise eine Chance, wenn man es richtig macht. Ist das für den Lehrer nachher eine Erleichterung? Aber gleich. Die riesigen diese Teilzeitstellen, die 20-30% Stellen, oder? Die sind nur, wo nur Arbeitsplatz- und Stellenprozent Pflege gemacht wird, die man wahrscheinlich wirklich nicht brauchen. Weil die sind nämlich die teuren. Das sind die, die mit 2 Schülern arbeiten, die mit 3 Schülern arbeiten, die 20% schaffen nur ein bisschen. Und haben noch die zahlten Ferien und so weiter. Ich weiß schon, man darf es nicht sagen, aber es ist so. Aber er hat recht. Die Aufsplitterung die kostet unglaublich teuer. Ja, aber dann hat man die Reformen wählen. Das Parlament, das nachher die Finanzmittel nicht spricht, hat genau die Reform gut geheissen. Und nachher fehlt das Geld. Ja, aber die Reform ist jetzt da, die haben die ja selber beschlossen. Und jetzt kann ich sie nicht durchsetzen. Also bitte, dann müssen Sie auch besonders machen. Also gewisse von diesen Aufsplitterungen. Ihre Erfahrung jetzt fließt die nicht nur im Kanton Wallis, sondern vielleicht auch, wie es der Zemp vorgeschlagen hat, in die Partei.
Politik ein. Ja, aber das Problem ist, man muss euch sehen, ich kann die Schule nicht außerhalb von der Gesellschaft irgendwo aufheichen. Es ist verbunden mit der Wirtschaft. Also wer stellt diese Steuern, das ist eine gut funktionierende Wirtschaft. Ich kann die auch nicht ständig dran nehmen und dem meinen, irgendwie der Staatsapparat wird funktionieren und so weiter. Ich muss schauen, dass das Gleichgewicht stimmt. Und es wird viel Geld, in der Tat, nicht unbedingt am besten Ort verwendet. Und jetzt versucht man, bei der, wenn schon Sparübung angesagt ist, das als Chance wahrzunehmen und sich zu sagen, ja gut, okay, dann schauen wir mal den Apparat genau an. Wo könnte man in der Tat sogar möglicherweise eine bessere Qualität herbringen mit weniger Geld? An gewissen Orten ist es möglich. Aber es geht bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ist Schluss. Das merke ich euch. Es gibt einen Punkt, wenn plötzlich die Klassenzahlen massiv erhöhen, dann ist die Qualität aufs Das ist jetzt aber noch nicht das geplant. mit diesem Punkt finde ich einen ganz wichtigen Satz. Das kann man jetzt vielleicht vom Schiff aus nicht sagen, wo genau der Punkt ist. Aber die Tatsache ist, wenn die grosse Aufgabe, Bildung der heranwachsenden Generation, wenn die nicht kosten darf, dann macht eine Gesellschaft wie unsere also wirklich etwas falsch. Das stimmt. Und wenn man jetzt sagt, das ist eine Chance, dann kann man im System mal darüber nachdenken, wo gäbe es noch welche sinnvolle Ersparnisse. Ich will gar nicht bestreiten, dass es die gibt es wahrscheinlich in jeder Institution. Aber das ist, glaube ich, nicht die Substanz, von der wir vor allem schwätzen. Wenn die Schule die grossen Aufgaben hat, von der wir reden. Integration. Und jetzt nicht nur von handicapierten Kindern, sondern von Kindern, die jetzt wirklich aus bildungsfernen Milieu kommen, oder aus Familien, die mit unserer Schule gar nicht vertraut sind, die in eine Berufswelt, zu einer Berufswelt sollen geführt werden, die wirklich kompetitiv ist, wo man es muss bringen, wo ganze Haufen muss dazugelernt werden, dann kostet die Schule. Und man kann Lehrerinnen und Lehrer nicht zumuten, dass sie so und so viel Integrationsarbeit machen im Bereich, sie sind Fachleute fürs eine, sie brauchen Unterstützung. Also da glaube ich, kommen wir um Bildungsausgaben nicht um. Und dass wir dann noch darüber reden, wo sind sie effektiv eingesetzt, ist es die Schülerzahl allein oder ist es nicht viel gescheiter, ein Co-Lehrersystem zu haben oder Fachleute im Unterricht? Das und wenn die Schule scheitert, dann sind die Kosten, nachher die sozialen, die menschlichen und die finanziellen Kosten viel grösser. Genau. Also das ist klar. Das kann man ja auch sagen bezüglich unserem Thema dieser Studie, die sie gemacht haben. Wenn so viele Lehrer am Schluss ausbrennen, zieht auch das unglaubliche Folgekosten nach sich. Über das haben wir noch nicht geredet. Ja, die Jungen, die ihren Platz nicht finden, das kostet ja auch. Dann ist euer anderes Departement auch gefragt. Dann ist das Departement Sicherheit gefragt. Wählt ihr lieber nicht, ich lese euch, was ein Tag im Gefängnis kostet. Machen wir noch schnell den Perspektivenwechsel. Wir haben jetzt ganz viel über die Baustellen geredet, die es gibt in den Schulen. Und da sind wirklich einige. Und es werden noch andere Reformen anstehen. Das spüren wir auch schon. Die letzte Aussage zu unseren Schweizer Schulen, die schauen jetzt nämlich von einer ganz anderen Seite an. Die heisst nämlich, die Schweizer Schulen sind besser als ihr Ruf. All die Schlagzeilen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wo sehr viel kritisiert wird, wir jammern auf wahnsinnig hohem Niveau. Eigentlich funktioniert es ganz gut. Frau Bertschi, ist das noch so? Oder ist das eher Nostalgie? Es ist, also wenn man von der Schweizer Schule redet, dann denken wir wahrscheinlich jeden an eine andere Schule, wo man selber ganz nah damit zu tun hat, oder andere Lehrerinnen und Lehrer. Die Tatsache ist, wir haben eine gute Lehrerinnen- und Lehrerbildung, eine sorgfältige Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Wir haben zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben eine Mehrzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die diese Regeln benutzen. Wir haben einen Haufen engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben einen Haufen gut geleitete Schulen. Also das ist jetzt eine schmerzhafte Erfahrung von Ihnen. Das funktioniert an anderen Orten zum Glück anders. Wir haben einen Haufen Lehrerinnen und Lehrer, die auch wissen wollen, wie steht es mit den Leistungen von meiner Klasse, wie weit komme ich, wie kann ich das vergleichen. Wir haben im Moment noch eine relativ grosse Lehrmittelvielfalt. Ich sage im Moment noch, weil sich das Ganze immer auf einem laufend angespannten ökonomischen Wert bewegt. Und wir haben eine Bildungsdiskussion, die doch auf einem argumentativen Niveau ist, wo man kann sagen, man hört einander zu und man hat eine bestimmte Fachlichkeit. Und wir muten den Lehrerinnen und Lehrern aber sehr, sehr viele Aufgaben zu. Das bleibt. Ich würde sagen, im internationalen Bereich, wenn ich das vergleiche mit England, Frankreich, die ich gut kenne,
Deutschland teilweise, wenn ich mit den Gesamtschulen versuche, aber weil ich will sagen ist, die öffentliche Schule ist bei uns auf einem hohen Niveau im internationalen Vergleich. Weil bei den anderen ist die öffentliche Schule so einem tiefen Niveau gesunken, dass die meisten, die sich keine Leistung haben, in die Privatschule. Das ist bei uns umgekehrt. Und bei uns ist umgekehrt. Bei uns gehen die Problemfälle in die Privatschule. Und das ist ein gutes Zeichen. Da haben wir Chancengleichheit. Eine relativ grosse Chancengleichheit. Und die müssen wir wahren. Weil ich bin zum Beispiel aus einfachen Verhältnissen gekommen. Wir waren 4 Kinder, 3 davon haben das Unistudium gemacht. Aus ganz einfachen Verhältnissen. Vater hat nicht viel Geld gehabt. Das System erlaubt das. Noch erlaubt es. Und das darf man nicht in Frage stellen. Das ist unbedingt wichtig. Sie wissen um die politischen Diskussionen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das Niveau mit all dem, was wir heute gehört haben, mögen heben? Ich glaube, man kann es heben, wenn der politische Wille da ist und wenn die Gesellschaft, der Konsens da ist, die öffentliche Schule wirklich so stark zu behalten. Wenn man plötzlich anfängt, das in Frage zu stellen, dann wird das Geld den Unterschied machen zwischen den drei. Die ihre Kinder die beste Ausbildung können zahlen und die anderen. Momentan ist das nicht der Fall. Aber das ist natürlich, da müssen wir schauen. Und da darf man eben, da muss ich schon sagen, da muss ich recht geben, in diesem Bereich zu sparen und massiv sparen, dass die Qualität sinkt, das ist ein schwerwiegender Fehler. Das ist die ganze Gesellschaft, die ganze Kohärenz der Gesellschaft ist dann in Frage gestellt. Da würde ich schon gerade aufpassen. Jetzt, was ich als Tendenz in der Schweiz sehe, die Gefahr ist, und da habe ich in eigenen politischen Kreisen, eher in der Deutschschweiz, die Tendenz, gewisse Rechtsparteien, andere, die eine utilitaristische Schule wollen. Sie wollen irgendwie, haben die Idee, die Schüler müssen so früh wie möglich relativ eng auf eine gewisse Karriere, auf einen gewissen Gewerkschaftszweig hin ausgebildet werden. Und ich behaupte, in einer Primarschule müsste das Kind sich selber in allen seinen Fähigkeiten, in seinem Wesen entwickeln, so breit wie möglich. Musisch, in jeder Richtung. Und erst später dann kommt die Spezialisierung auf ein gewisses Gebiet hin. Aber zuerst einmal, der Mensch muss aus sich heraus sich entwickeln. Und das ist diese öffentliche schulische Privatschule. Und mit motivierten Lehrern schafft man das. Der Lehrer ist das Instrument, das ist der Mann, der vor seiner Klasse steht und das führt. Wenn der nie mehr zufrieden ist, wenn es dem nicht mehr gut geht, dann geht es der ganzen Schule schlecht. Ja. Da kann ich als Minister noch oben so machen und Reformen. Ein Grossteil sind Frauen, wollte ich noch sagen. Ja, ich kann jetzt gerade machen. Wir haben natürlich auch in unserem Titel eigentlich korrekterweise müssen Lehrpersonen am Limit schreiben. Aber das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber mich nimmt es wunder, wenn Sie, Frau Grunder, Sie sagen ja, das spürt man Ihnen auch an. Sie unterrichten leidenschaftlich gern. Sie haben auch gesagt, in Adelboden hat man vielleicht auch noch ein bisschen komfortablere Situationen, weder jetzt vielleicht in Neuenhof oder in anderen Gebieten. Wenn Sie einem Christkindli dürften einen Wunschzettel schreiben, eine Änderung, die Ihnen das Schulgehen noch mehr erleichtern würde, die es Ihnen noch einfacher machen würde, eine richtig gute Lehrerin sein, was würden Sie ändern oder was würden Sie sich wünschen? Das ist jetzt gerade ein bisschen... Die anderen dürfen jetzt noch nicht studieren, oder? Es ist vieles gut. Was könnte man ändern, um es noch besser zu machen? Also, ich denke, der Herr Freisinger hat recht, aber er hat auch nicht recht. Natürlich haben wir die Beispiele, wo auch heute noch Kinder aus Elternhäusern, die nicht stark haben können unterstützen, ihre eine sehr tolle Schullaufbahn machen. Aber wenn man die Statistiken anschaut, dann entscheidet doch das Elternhaus und die Herkunft noch immer und wesentlich darüber, ob jemand in der Schule erfolgreich ist. Die Chancengleichheit, die haben wir noch nicht angebracht. Aber darf ich schnell, unsere Sendezeit neigt sich am Ende zu, das haben wir jetzt korrigiert. Also das Geschehen. Was könnte man ändern? Für mich wäre wirklich eben so richtig Teamteaching, richtig können eben in die Richtung. Also das ist meine Traumschule, die ihr vorher beschrieben habt. Die grosse? Eine grosse Schule, wo man seine Sachen abholen kann, wo die Schüler zu ihre Sachen gehen. Weil unsere Schüler können einen grossen Teil wirklich selbstständig arbeiten. Genau. Wenn sie das richtige Umfeld, das richtige Material und die kompetenten Leute. Und das ist eine Traumschule, auch wenn das vielleicht viele nicht verstehen. Aber dort ist man in Bewegung und im Lehren rein. Mit Vertrauen an die Schüler. Uns fehlt zum Teil, habe ich das Gefühl, das Vertrauen in die Schüler. Oder? Schüler wollen lernen, oder? Wollen lernen und nicht. Die brauchen die Unterstützung ja nicht, oder? Also für mich ich hätte zwei Sachen, wirklich zwei Sachen. Das eine ist das, ich möchte, dass Lehrer vertreten und Lehrer und so weiter, dass die
selbstbewusst hinstehen und nicht so buckeln und Angst haben vor politischen Strömungen, vor Nörglern, Populisten und so weiter, dass immer rechtfertigen müssen, dass wir Ferien haben, dass der Lehrerberuf so schwierig ist und wenn es gut ist, oder? Das ist immer schwierig, oder? Lehrer ist ein harter Beruf und Unterrichten ist schwierig und die Eltern und Schüler und was weiß ich was, oder? Sondern sagen, hey, los, Lehrer sein ist ein extrem toller Beruf. Wir haben einen verantwortungsvollsten Beruf wahrscheinlich überhaupt. Ja? Es geht nicht um Fakten, es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Akten, es geht um eure Kinder. Eure Kinder unterrichten wir und wir brauchen unsere Regenerationsphase, wir brauchen unsere Erholung, wir brauchen unsere Freizeit, damit wir eure Kinder so gut wie möglich unterrichten können. Und das Zweite, die Möglichkeit, dass nicht eine Schulleiterin sagen kann, einen Tag vor Ende der Kur, entweder du kündigst oder wir künden dir, sondern dass man, sie hat übrigens auch gesagt, ja, ich bin jetzt therapiert und Sie sind es nicht, oder Sie sind noch die Alten. Oder mit dem hat sie es begründet. Man muss sich vorstellen, was das heißt. Ja, genau. Ja. Also ich muss mir jetzt eine gesunde Schule suchen wieder, damit ich wieder unterrichten kann. Oder? Und dann, aber ich wollte, dass man das auch noch macht, dass mein Ziel wäre, dass ich am Schluss von meiner Berufslaufbahn ein Tandem machen könnte mit der Abgängerin oder Abgänger von der Pädagogischen Hochschule. Und dann könnte ich langsam raus und die langsam rein und wir könnten uns ergänzen und das gibt ein perfekter Ausstieg in eine glückliche Pension. Also ich bin prosaischer. Mir reichen die 10 bis 20 Millionen zur freien Verfügung für die Walliser Schüler. Da wäre ich schon froh. Da wäre das Problem schon gelöst. Ich danke Ihnen allen vielmals. Wir haben dort angeschaut, wo es brennt. Aber da hat es auch schon die eine oder die andere Vision gegeben, wie es in Zukunft könnte sein in der Schweizer Schule. Die Diskussion ist damit sicher noch nicht zu Ende. Danke vielmals für die Diskussion. Es weitergeht mit Barbara Bührer und mit der Nachtwache. Ich will Sie aber auch noch darauf hinweisen, auf das Programm von morgen am Mittwoch. In der Rundschau reden wir über die Ecopop-Initiative, die Parteien spaltet. An der Basis von der SVP und von den Grünen ist es am Brodeln. Es gibt ein Streitgespräch unter anderem mit der Nathalie Ricklin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke vielmals, sind Sie dabei gewesen. Merci fürs Interesse.